Man kann ich mal sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so nah an der Kamera dran bin, dass ich mal einmal im Fernsehen bin. Ich kann nur sagen, hallo Linse, wie geht's dir? Er kann's nicht lassen. Für Hans Süper ist das ganze Leben eine Bühne. Oder anders, die Bühne ist sein Leben. Genau. Du Ei. Für dich bin ich jetzt der Herr Zimmermann und geh Eimi. Ist das jetzt klar? Nimm mir Ei? Nee. Okay, Mami. Nee, ja, kein Mami. Solche Leute, mein Alter, das bringt doch nichts. Wieso dann Und nicht? das ändert sich doch jedes Jahr bei mir. Wieso kann ich nicht tanzen? Weil du Beamter bist. Ja, was hat das dann damit zu tun? Beamte können nicht tanzen. Ja, wieso denn nicht? Es gibt keine Kapelle, die so langsam spielen kann. Lass man auch jetzt believe, beste Kulturtön. Lass man auch jetzt tanzen, wir singen nicht ohne Moll. Diese Auftritte haben Hans Süper berühmt gemacht. Doch er ist auf dem Boden geblieben und in seinem Fädel. Wenn er durch Sülz geht, ist das wie ein Besuch bei Freunden. Das siehst du durch, Schatzi. Ja, du aber auch. Du hast bestimmt einen neuen Freund. Was soll ich denn damit? Ach, der Duft, der rausgeht. Hast du mir rochen hier? Hallo? Hier riecht es so schön. Kann das nicht, dass ich hier richtig bin? Du bist umgezogen, hab ich Ja, gehört. ich wohne jetzt hier. Bernhard, da? Sollst du meine Zimmernummer geben, Schatz? Ja. Und das ist meine Handynummer. Kannst du mich nicht Ich würde einladen? dir meine Geheimnummer geben, aber die kenne ich selber nicht, verstehst du? Das ist ein Problem. Die Geheimnummer machen wir, ne? Ich werde gerne erkannt, aber ich bin nicht traurig, wenn mich keiner kennt. Das ist so nicht. Ja, aber da brauchen wir doch immer ganz schön Man lange, soll das wenn nicht so ernst nehmen. Jeder hat seinen Job. Es sind Leute, die haben so viel gearbeitet im Leben, die kennen kein Schwein. Ne? Das haben wir ein bisschen plötzlich gemacht, das kennt man nicht. Natürlich andere, die mehr gearbeitet haben, einmal gearbeitet. Wie lange dauert das denn, wenn Sie hier so mal durch die Straßen gehen? Wie lange sind Sie da unterwegs? Das ist verschieden. Es kann in 3 Minuten sein, die Sulzburgstraße. Es kann auch in anderthalb Stunden werden. Das kann passieren. Ne? Ich habe meine Heimat, da höre ich hin. Und das hilft jedem. Jeder, der eine Heimat hat und hängt da dran, hilft aber auch immer wieder auf die Beine zu kommen. Weil er weiß, woher er kommt. Ich bin in der Sülze jung, ich bin in der Sülze jung und unjenlache. Ich bin der Schönste Schlechte, ich bin brav. Der Sülze jung, der sind immer Kölle allein. Natürlich hat der Sülzer Jung auch seine Stammkneipe im Fädel. Hier hat er eine eigene Wand voll mit Erinnerungen. Mir hat keiner was geschenkt. Wenn Leute denken, was wir gemacht haben, ist so einfach. Lachen, Blödsinn machen. Es ist nicht einfach. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Für sein Publikum und für Süper selbst. Es ist schön, wenn man so, sagen wir mal, zum Frühstück wach wird und sagt, mein Gott, du hast nichts verkehrt gemacht. Und dann sage ich immer wieder zu mir, Hans, ich stuze mich an, ne? Was hast du im Leben Glück gehabt? Die stimmt ganz richtig so gewesen. Er macht gleich weiter im Studio. Hier ist Hans Süper. Sie dürfen die Antworten auch singen oder Sie können sich auch gleich selber einen Tusch geben. Die wichtigste Frage vorneweg. Wollen Sie wirklich aufhören? Können Sie das? Also aufhören ist eine andere Sache. Es geht jetzt nur um, wir haben so ein Konzert jetzt, das machen wir mit Mike Herting, der für mich ein sehr guter Musiker ist und der auch die CDs, die wir jetzt gemacht haben, arrangiert hat. Und die haben eine Idee gehabt, dass jetzt im Theater am Tanzbund, da bin ich leider noch nie aufgetreten, so eine Feier zu machen mit mir zusammen, mit guten Leuten dabei, natürlich die besten Musiker. Das heißt also, ich kann spielen, was ich will. Ich kann spielen, was ich will. Ich mache nichts verkehrt, es sind gute Musiker dabei. Die richten mich wieder, wo ich hin muss. Ne? Und das ist von eine schöne Geschichte, aber ganz aufhören will ich wahrscheinlich nicht. Also kleine Hochzeiten, Geburtstage. Ich habe ja früher schon mit dem Zimmermann alles gemacht zum Überleben, Herz. Wir haben gemacht Kindtaufe, Hinrichtung, Beerdigung. Wir haben ja alles gemacht damals. Sie haben auch was gemacht. Sie haben ein Album aufgenommen. Wir können das mal zeigen. Ja. Süper Kölsche Jung. Dieses Lied wollten Sie immer schon mal singen, beziehungsweise so singen, dass es auch festgehalten wird. Warum gerade dieses Lied? Weil das Lied ist immer ein bisschen so als Stimmungslied gemacht worden. Weil die Leute kommen immer, wenn ich bin in der Kölsche Jung, was willst du? Ich finde das nicht viel gut. Das muss man ein bisschen hin, das gehört ernst werden. Es sind sehr sentimental, ist das Lied. Aber Milovic hat es auch ein bisschen sentimental gesungen, oder?
Aber die Leute haben das nicht verstanden. Wir haben mir ein bisschen auf die Stimmung rausgegangen. Das Lied darf man normal gar nicht mitsingen. Da wird man bis zum Schluss zuhören. Und das ist das Schöne bei mir, die Leute während Sie antworten, ein bisschen Kölsche Jung klimpern. Wie muss ich mir jetzt Hans Süper im Ruhestand vorstellen? Was macht er? Ja, ich stehe morgens auf, du schön Frühstück, mal Frühstück fertig, wie jeder andere normale Mensch auch. Da gehe ich durch mein Sülz, das brauche ich, das ist für mich Medizin. Da trifft man sich, wo man groß geworden ist, die ganzen Jahre. Und in diesem Moment haben wir ein bisschen Probleme, ich bin umgezogen, ich wohne zwar noch in Sülz, bin umgezogen. Und das hat sich mittlerweile rund gesprochen in Sülz, aber ich komme jetzt von der anderen Seite, wo ich zu den Leuten komme. Die Leute erkennen Sie ja blind. Was ist denn mit Spanien? Man hat noch so Bilder im Auge, wo Sie da angeln sitzen in Gran Canaria, so à la Hemingway. Ist das passé? Spanien ist für mich gestorben. Ich werde niemals mehr in Spanien hinfahren. Ich bin dermaßen enttäuscht worden. Ich war jetzt in Mallorca gewesen, jetzt 10 Wochen habe ich da Urlaub gemacht mit meiner Frau. Und ich habe mir extra anständig benommen, habe eine Angelkarte gekauft. Und die haben mich da weggebracht, wo man angeln darf normal. War keine Beschilderung und es war ein Abkreuzen von Schwimmen zum Angeln. Die haben mir wirklich gezeigt, dass sie eine Uniform haben. Das war so bösartig. Ich muss immer sagen, unsere Polizei, können die sich eine Scheibe dann abschneiden. Unsere Polizei ist immer noch kulant gegen Ausländer gegenüber. Also ist die Ära Spanien beendet und Sie sind wieder fest in Köln. Ich werde immer in Köln bleiben jetzt. Das ist schön. Das freut uns alle natürlich. Sagen Sie noch was zu dem Konzert morgen. Wann geht's los? Kriegt man noch Karten, wenn die Leute jetzt Lust haben, vorbeizuschauen? Ja, ich bin ja nur da, sagen wir mal, arrangiert worden zum Auftreten mit sehr guten Leuten. Aber wie das jetzt abläuft und mit Karten verkauft, das macht alle, der Pütz macht das alles und das wird alles arrangiert. Und ich mache da meinen Auftritt mit guten Leuten. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir haben eine 2-Stunden-Show. Die kann ich zwar alleine machen, aber... Föß sind dabei, ne? Sie haben bitte? gesagt, 2 Föß. Die zwei von den Föß sind dabei und dann der Köster ist dabei, ein guter Mann, der Köster und Kölsche Jung mit dem Hocker. Wir haben immer ein bisschen geprobt, mal so ein bisschen durchgemacht, was wir so machen. Wird wahrscheinlich morgen ganz anders ablaufen, wie wir geprobt haben. Und ich habe mich vorher erkundigt, es gibt noch Karten an der Abendkasse. Ja, da kann ich schon reinkommen. Kann ich eine Karte Sie können kaufen? sich eine Karte offiziell kaufen, dann kommen Sie vielleicht rein, wenn man Sie erkennt. Hans Süper, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und bei kleineren Konzerten hören wir Sie ja. Niemals geht man so ganz, könnten Sie auch mal anstimmen. Vielen Dank fürs Kommen, alles Gute.